Das eng Krankheit, die mat viel Vorurteiler falsche Informationen verbunden ist. Liegt die Jean Montal lanciert eng Aufklärungskampagne über Schizophrenie. Es wird geschah, dass eng Person op 100 betroffen ist. Das eng psychisch krank, die Schizophrenie kreen, meistens schon mat 15 bis 25 Jahre. So wäre doch beim Christine Fandel die Frau von Haut 31 hat lang gebraucht, für zu akzeptieren, dass sie schizophren ist und dafür Medikamente und Therapie braucht. Mittlerweile hat sie gelernt, mit der Krankheit zu leben, und sie will mit ihrer Offenheit sensibilisieren und Mut machen. Lynn Kruchte. Für gut 15 Jahre hat sich beim Christine Fandel Schizophrenie bemerkbar gemacht. Sie war überzeugt, sie will auf einer Mission am Mist Welt retten. Medikamente, die sie verschrieben kriegt, hat sie wegen Erklärungsmangel lang nicht geholt. Sie hatte trotzdem fertiggebracht, ihr Masterstudium aufzuschließen und als noch auch wegen ihren anderen Gedanken auf Prag gegangen. Ich habe gemerkt, Leute, die von all meinen Gedanken hören. Und ich habe gedacht, wenn ich inzwischen gehe, wo die Leute meinen Spruch nicht verstehen, dann ist es nicht so schlimm. Da sind sie mir auch nicht rose, wenn ich Frechheiten denke. Zu Prag hat sie sich aber immer mehr isoliert und Schizophrenie hat sich verschlimmert. Sie kam d'urgence heim und wurde hospitalisiert. Und dann war der erste Moment, wo der Firma zu mir gesagt hat, Madame, die wisst, wenn ich Schizophrenie habe, da muss ich seine Medikamente ein Leben lang holen. Für sich anzugestehen, dass sie diese Krankheit hat, ist ganz schwer. Bei einer Schizophrenie gibt es hauptsächlich 3 Sorten von Symptomen: positiver, negativer und struktureller. Les symptômes positifs, c'est ce qui est le délire ou des hallucinations visuelles, auditives ou par exemple tactiles, ou un grand délire. Quand les gens pensent qu'ils sont dieux ou qu'ils sont, ils ont une mission spéciale, qu'on parle d'eux à la télé. Le symptôme négatif, c'est une diminution de la motivation et de l'énergie, donc les gens restent au lit. Et la structuration, c'est la structuration, comment on structure sa journée, ils ont beaucoup plus de mal, ils ont beaucoup de mal à structurer leurs pensées. Der wir nicht verwechseln mit dissoziativer Identitätsstörung. Das nicht, dass ich verschiedene Persönlichkeiten habe, die nicht eng von der anderen wissen und dass ich mal die eine Persönlichkeit, mal die andere Persönlichkeit ausleben. Das ist es nicht. Es ist echt, dass verschiedene Teile von meiner Persönlichkeit nicht gut an den zu Weg kommen. Den genauen Auslöser für Schizophrenie kennt Christine Fandel nicht. Sie verjagt auf emotionalen Stress zurück. Die Krankheit ist aber auch vererbbar oder auf traumatische Erlebnisse zurückzuführen. Ce qui est important aussi à savoir, parce qu'on en parle beaucoup au niveau de la dépénalisation, mais le cannabis provoque, en tout cas déclenche parfois la schizophrénie plutôt que ce qu'elle aurait pu être. Schizophrenie hängt doch mit dem Botenstoff Dopamin zusammen, was den aber mit Medikamenten behandeln kann. Die Theorie ist, dass ein Dopaminausschuss am Gehirn zu groß ist. Aber Medikamente machen, sie blockieren Dopaminrezeptoren auf der Gehirnzelle. Das heißt, könnt aber minder Dopamin wie du ist. Und da kann ihn aus den Informationen, die ihr kriegt, auch mehr normalen Sinn machen. C'est une maladie où on parle du rétablissement, pas de la guérison, mais le rétablissement. Et le rétablissement, c'est reprendre le cours d'une vie là où, avec ses compétences et ses déficits. Es sind daneben aber auch Psychotherapien nötig, unter anderem für selber die Krankheit zu verstehen und zu akzeptieren. Christine Fandel hat sich lange für ihre Schizophrenie geschummt, möchte aber heute klar, dass ihn trotzdem ein erfülltes Leben kann. Die Leute bestimmt, die wird mich geschwärzt. Und hier habe ich eine Möglichkeit, aus meiner Perspektive zu erzählen und zu weisen, ja, ich hatte Norden verloren, aber mittlerweile bin ich eins damit. Ja, ich habe mein Leben und ich bin froh damit.